Steiermark, da bin ich her. Grüß zurück zu Generation Zero und unserer zweiten Loot-Runde. Leider mit einigen kleinen Problemen. Ich wollte eigentlich von hier weg starten und hier runter marschieren zur FOA-Anlage. Leider stellt sich uns hier etwas in den Weg. Und den will ich aber noch nicht angreifen. Denn ich möchte mir zuerst diesen hochzüchten auf Stufe 4 und dann angreifen. Und jetzt habe ich mich umentschieden. Jetzt sind wir hier herunten in der Nähe des Reapers. Allerdings, wie du es vielleicht schon gehört hast, ist auch hier dasselbige Problem. Genau. Jetzt schaue ich mir nur gerade. Das müsste ungefähr hier sein, wenn ich es richtig einordne. Nur haben wir das Problem, und das ist ein Problem. Wenn wir uns jetzt da hier in einen Kampf einlassen, bin ich mir 100% sicher, werden die zwei angelockt. Dann haben wir ein Problem. Aber vielleicht können wir das Ganze ja geschickt umgehen. Kurzer Blick. Jetzt werden wir uns da mal mit dazu zoomen irgendwie. Warte mal, wie ist denn die FOA-Anlage jetzt im Hirnle zusammengebastelt aufgebaut? Wir werden mal dieses Gebäude hier als Wegpunkt nehmen. Genau. Aber wir müssen in die Richtung. Vielleicht haben wir Glück und wir können dieses Gefecht hier umgehen. Das wäre natürlich optimal. Nö, ich glaube, wir haben hier keine Chance. Wir werden mal durchs Wasser schleichen. Können wir uns niederlegen? Ah, nein, es geht nicht. Ich will doch nur zur FOA-Anlage. Es ist da hinten. Hier in dem Gebäude waren das erste Mal auch Luchs unterwegs. Na, sogar Hunde. Ich weiß es nicht mehr, ist wurscht. Jetzt konzentrieren wir uns mal auf unseren Weg in Richtung FOA-Anlage und der Rest ergibt sich dann, wenn wir soweit sind. Und wie du vielleicht in der letzten Aufnahme gesehen hast, beim ersten Teil des Lootens haben wir für diese Waffe eine Magazinerweiterung bekommen. Geil. Oh Gott. Also wird er an der FOA-Anlage auch schon fleißig gekämpft. Auf der Karten geht's momentan zu wie in einem Irrenhaus. Gleich eins vorweg. Es wird gelootet, gelootet und gelootet. Geschossen auf Gegner. Ist auch im Prinzip ein relativ großer Story-Spoiler, diese Gegend hier. Man gut, viel Story wirst du dort nicht erleben. Aus dem einfachen Grund, da ich sie ja schon hinter mir habe.
Das war ein Dröhnle. Na, Druckluftbehälter nehme ich nichts mit. Die interessieren mich absolut nicht. So. Warte mal kurz, ich muss jetzt mal die Waffen durchschalten, weil ich jetzt nicht weiß, was ich mit habe. Ja, es ist ein Tag vergangen. Nein, 2 Tage sind vergangen zwischen den beiden Aufnahmen. Holy moly. Puh. Der ganze gute Loot ist weg, ha? Dass es sowas gibt. Klebstoff nehmen wir mit und den Vollmantel nehmen wir mit, genau. Ja, da hat sie Boom gemacht, ha? Aber wie der Charakter gleich geflogen ist, das hat mir zum meisten gefallen. Wisst was? Für dieses Mal, du hörst ja, wie es da schon zugeht. Für dieses Mal werden wir die einfachen Erste-Hilfe-Sets ersatzweise auch mitnehmen. Braucht man nicht. Möchte einmal erleben. Naja. Gehen wir mal zum Portier, vielleicht weiß der irgendwas. Interessant. Na, interessant. Interessant, gerade. So, machen wir da mal auf. Oh. Nehmen wir mit, können wir zerlegen. Nur warum er da immer umschaltet auf Waffen, ja. Das ist mir ein Rätsel. Die 44er schaut zwar süß aus, aber ist für meine Spielweise etwaig nicht zu gebrauchen. Ich will mir das da mal nur kurz anschauen. Die Plage von Sorken. Er ist 800 Meter entfernt. Das Problem. Wird er sich einmischen? Das ist die große Frage.
Wie du merkst, ich bin vielleicht ein bisschen zögerlich, weil ich einfach nicht will, dass sich der Reaper-Tank da jetzt noch mit einmischt. Und ich glaube kaum, dass der Reaper, oder beziehungsweise dass die Wolf ohne Raketenwerfer... Ja klar, du siehst mich! Oh oh, was ist da unten? Wow. Das Problem ist, dass wir einfach nicht für das Gefecht ausgestattet sind. Doch mit ihr. Warte ein bisschen, ich habe eine andere Idee. Ich will Arm auf Markieren geben und dass wir Arm immer wieder in Beobachtung haben. Weißt? Beziehungsweise damit wir ungefähr nachvollziehen können, wo er hingeht. Also zimperlich ist die Waffe nicht geil. Kurz einen Blick, ich muss nur schnell aufs Gewicht schauen. 51, wir haben einiges an Platz. Cool. Du Tank, konzentrier dich lieber auf deinen anderen Gegner, du Trottel. Also den mitgenommen, die wollte ja gar nicht. Wurscht, ich will eh wieder aussortieren, du. Geht der eh weg. Er hat einiges dabei gehabt. Na, ich glaube nicht, dass sich der Reaper da einmischen wird, ha? Mir kommt sowieso vor, als war der Reaper eigentlich nur da für einen Spieler. Oh oh. Alter, die Waffen ist ja saugeil jetzt. Ja klar. Hättest du mir was gesagt, hätte ich mir klar laut sagen, dann hättest du mir unter den Schredder schauen können, du Zapfert. Ich muss hinter ihm. Oder jetzt zuschlagen. Das interessiert den gar nicht, ha? Danke. So, jetzt schauen wir, was wir noch dabei haben. Nehmen wir wieder die gute. Ja klar. Ich würde sagen, jetzt haben sie mich im Visier, ha? Das war jetzt ein bisschen für einen Arsch, aber macht nichts. Warte mal. Ich möchte was ausprobieren. Wir haben ja die Vogeldunst auch dabei. Mit der verursacht man nämlich auch ein bisschen an Schaden.
Da kannst du das gelootet jetzt vorstellen. Das wird ein richtiger Hui! Holen wir uns nachher. Er dürfte schon ein bisschen was angekriegt haben, der Gute. Tank, bleib bitte da hinten. Puh. Reaper, bleib bitte dort, danke. Das wäre ganz freundlich von dir, wirklich. Ich wäre dir sehr zu Dank verpflichtet. So, jetzt gehen wir hinten auf den Tank. Die Waffen ist so geil. Bist du Depper, mit denen hätte ich nicht gerechnet, dass die Waffen so gut ist. So. Jetzt haben wir ein anderes Problem. Ich glaube, dass der Tank, der Reaper Tank, einfach nur da hinten einmal dumm gammelt, damit er mal dumm gammelt. Ah! Drecksau. Entschuldigung den Ausdruck. Wollte ich nicht. Es ist nur in meinem Naturell zu schimpfen. Was haben wir denn noch mit? Oh, Alter, da geht's rund wie im Irrenhaus. Eigentlich wollte er nicht so nahe an den Reaper, aber irgendwie bist du deppert. Der hinterlässt bleibenden Eindruck. Muss ich dich wieder nehmen. Wo ist denn der jetzt? Dort hinten. Huh. Irgendwas ballert noch von uns. Wow, da. 2 Hunter und der Hund. So. Wir nehmen jetzt einfach alles mit, was wir finden. Und hauen an. Ich will einen bestimmten Roboter oder einer bestimmten Maschine noch nicht in den Weg kommen. Bah. Da ist nämlich guten Loot mit wenig Aufwand. Im Vergleich zu dem Aufwand, den ich sonst immer habe, um an Loot zu kommen, ist das ein Paradies. Wurscht, ich nehme jetzt alles mit. Aussortiert wird später. Da ist nichts mehr drin.
Da ist noch was drinnen. Ich mein. Was hast du noch drinnen? Ah, den haben wir schon. Oh, oh. Ist er das jetzt? Wart. Na. Wir sind aber nicht viel überladen. Schau her. Dich heu aussehen. Dich heu aussehen. Ich glaube, dass der Tank, der Reaper, einfach drauf programmiert ist, dass er noch nicht... Warte mal. Wo ist er denn jetzt? Okay, der hält sich da hinten. Was? Level 11. Okay. Ah, das hast du gemeint. Joe. Ich glaube, Joe, du warst das mit dem Level. Auf der Karten. Level 11. Ja, bist du deppert. Okay. Gut, ich habe jetzt aber auch schon 2 Dings vernichtet, gell? 2 Rivalen. Weißt was? Das wäre nur, der gute Junge wäre eigentlich nur Militärklasse. Den dürfte man ja eigentlich gleich mal... Den dürfte man gleich mal fertig haben, oder? Und so ungefähr möchte ich an den Reaper zu, wie mit der Waffe. Das ist der Plan. Lad nach, Dirndl. Bitte, 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 lad nach. Ich brauche alle 6 Kugeln im Magazin, danke. Was, wenn ich hinter ihm komme? Mal kurz auf Zeiten. Und ich bin normalerweise kein Pumpgun-Typ in die Videospielen, gell? Aber der gefällt mir wirklich. Okay. Jetzt war sie der Punkt. Fünf. 4. Jetzt hat er Zuwasser getrunken, ha?
Bei den Waffen ist voll geil. Na Baby, ich geb nicht auf. Boah. Sensationell. Den nehmen wir mit, den nehmen wir mit. Mal ein bisschen aufs Gewicht schauen. Den nehmen wir mit und den nehmen wir mit. Warte mal. Ah, dahinter ist eine Antenne, ein Relais-Dings oder so eine Relais-Antenne. Kurz einen Blick, mich würde was interessieren. Das ist Danke Spiel für deine schöne Performance. So, wie weit ist er denn jetzt weg? Geil, geil. Voll geil. Ich brauche was mit einem Schalldämpfer. Oh oh. Na, du darfst gern aufstehen, Dirndl. Ich hab nichts dagegen. Mal dumm beideln kannst du auf die Nacht. Ich häng. Ja, ja, tu irgendwas, weiß ich nicht. Geh beideln oder sonst irgendeinen Scheiß, weiß ich nicht. Ach, will mich nicht. Wo ist denn der Lux jetzt? Okay. Die habe ich zwar schon 30.000 Mal, aber ist ja wurscht. Was wollt ihr jetzt? Ah ja, einmal kurz heilen, bitte. Da waren die Russen auch. Oder die Sowjets, so muss ich sagen. Sowjets. Wir werden uns dann mal auf diesen Turm rauf verschüssen. Und uns einmal die Lage anschauen. Können wir da irgendwas machen? Nein. Wir sind noch nicht gefechtsbereit. Wo ist er? Wo ist der König?
Warte mal, was habe ich denn das für eine? Ein Dreier nur. Na, der haben wir nur daher. Oben jetzt sieht er auf 7. Ja. Ich will nur einen Blick riskieren. Aber so, dass er mich nicht sieht gleich unbedingt. Da irgendwo. Ach so. Ich wäre wahrscheinlich außerhalb von der Renderdistanz sein, gell? Nehmen wir mal an. Er muss da irgendwas sein. Warte mal, was sind wir jetzt da? 400 Meter. Ja, 400 Meter, das ist da irgendwo. Er muss da in den Abschnitt irgendwo herumlaufen. Aber jetzt siehst, ich finde ihn nicht. Das ist der Bauernhof. Okay. Ich war ja vor kurzem schon einmal da und da habe ich mich da hinten versteckt. Da. Scheiß Performance halt schon wieder. Und zwar genau da auf diesem Hügel da oder so, auf dieser Anhebung. Da. Wenn wir ihn daher locken, das wäre die beste Idee, glaube ich. Gut. Ja, wie machen wir das jetzt da? Wollen wir nur die FH-Anlage looten oder nicht? Das ist jetzt die dümmste Frage, gell? Ja, man kann es nicht wissen. Loot können wir immer brauchen, so ist es nicht. Ein riesiges Schrottfeld, ein riesiges Trümmerfeld. Was ist denn das da? Keine Ahnung. Ja. Zoll. Die FOA-Anlage wollte ich looten, dann entstand das. Geil, geil. Ja, ja, er bewegt sich in dem Umfang da. Oder in dem Radius. Wäre natürlich interessant, wenn man da herkriegen. Da auf diesen Bauernhof, oder was es da immer sein sollte. Ich wäre sogar dazu geneigt, dass ich mich da mit einem anlege. Naja, wurscht. Zu ihm kommen wir noch, aber das ist ein eigenes Kapitel. Erst irgendwie hätte ich ja grad Bock anzugreifen. Wisst was? Ich werde mir jetzt mal für euch verabschieden. Werde mir das durch den Kopf gehen lassen, was wir als nächstes angehen. Vielleicht verzichten wir sogar auf die FOA-Anlage. Es habt ihr dort eh genug Action gehabt. Hinsichtlich dessen. Und werde ich mal schauen, weiß ich nicht, wie ich es mache. Ich werde dich dann informieren, wenn ich soweit bin. Und wir werden uns auch bald diesem Thema widmen. Genau, und da habe ich mir auch schon etwas überlegt. Bis zum nächsten Mal. Baba. Entschuldigung, ich bin noch mal da. Schaut, wer gerade auftaucht ist.
Ich würde ja jetzt so gerne angreifen, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, ich bin mit der falschen Bewaffnung gerade unterwegs. Weil ich glaube, mit den Waffen, die ich jetzt derzeit dabei habe ich da keine Meter dagegen. Ähm, Klasse R1. Wer hat denn schon mal gegen den gespielt? Oder wer hat denn da schon Erfahrungen mit ihm gemacht? Bitte ab in die Kommentare damit. Gibt's da leicht auch mehrere Klassen? Weil da gerade lies Class R1 rechts oben. Hm? Das wäre nämlich interessant zu wissen. Nur, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, wenn ich mit der sehe, bin ich sicher in einem Gefecht drin mit ihm. Ein imposantes Teil ist er schon, ha? Das einzige, was ich mir bei ihm denken kann, bitte, ich hab mich nicht gespoilert, nix, es ist nur Vermutung. Ich vermute, da die Scheinwerfer oder was es da immer sein soll, diese komischen Lichter, was er da an die Gelenke hat, oben über den Kopf und an den Knien, das muss ja ein Schwachstelle sein eigentlich. Ich mein, wild gepanzert ist er ja schon, ha? Beeindruckend, wirklich. Ja, sorry, ich philosophiere gerne und das ist halt momentan eine Sache, die, ja, weiß ich nicht, atemberaubend einfach nur, wenn man das so anschaut. Wahnsinn. Wisst ihr was? Ich lasse euch jetzt ein paar Minuten da mit diesem Eindruck allein und ich werde mir was überlegen. Bis zum nächsten Mal. Baba.